Gute Morgen und herzlich willkommen bei Kurioses am Natur- und Geopark, einer Serie, wo wir euch kurz und knackig interessant und wenig bekannte Fakten über den Natur- und Geopark Müllerdal verraten. Wisst ihr schon, dass alle gut Gemengen aus dem Natur- und Geopark Müllerdal trinkwasserautark sind? Das heißt, dass sie hier Anwohner mit Trinkwasser aus eigenen Quellen und Bohrungen versorgen. Dat eng ganz Region trinkwasserautark ist enorm seelen. Am mir hier an unserer Region verdanke dat unserer besonderer Geologie. Der Lützebäuer Sandstein, den hier an der Region vier könnt, ist durch seine Porener Klüft ein exzellenter Speicher für Grundwasser, der am Winter durch die Versickerung vom Regen und Schnee abgefüllt wird. Rund 60 Quellen und Bohrungen können so für Trinkwasserversorgung genutzt gehen. Zu diesen Quellen gehört dann auch die Quelle Bruchbohr zu Noma, der hier das Wasser hier am Bassin gesammelt wird. Durch den Sandstein ist das Wasser so gefiltert, dass ich nicht so gut trinken kann. Für das natürliche Trinkwasser noch besser zu schützen, gehen zusätzlich Trinkwasserschutzzonen ausgewiesen. An über 20 Schutzgebiete, die insgesamt rund 5300 Hektar aufdecken, betreiben die Gemeinden zusammen mit den Akteuren im Terrain aktiven Trinkwasserschutz. Wie genau die Sache mit dem Trinkwasserschutz funktioniert, weiß uns Rachel am allerbesten. Rachel, kannst du uns das, wenn ich denke, kurz erklären? Ja, ganz gerne, Conny. Also in der Koordination vom Naturgeopark Müllerdal schaffen Vertreter von den Gemeinden, den Administrationen und der Landwirtschaft sind 2019 gemeinsam freiwillige Maßnahmen zum Schutz von unserem Wasser aus. Neben den 11 Membersgemeinden sind auch noch 6 weitere Gemeinden dabei, die auch Quellen am Müllerdal haben. An eine freiwillige Maßnahme ist zum Beispiel die Gründung von einer landwirtschaftlichen Kooperation, wo Gemeinden und Bauern gemeinsam gucken, für durch eine angepasste Bewirtschaftung eben langfristig eine gute Trinkwasserqualität sicherzustellen. Von all den Lebensmitteln ist Trinkwasser das, was am besten kontrolliert wird. An den aktiven Schutz als ein Investment an unsere Zukunft. Das war es dann auch schon für diese Episode. Vielmals merci, dass ihr eingeschaltet habt und bis die nächste Mal.